Der Jim ist 16. Seine Mutter führt in England am Hafen einen kleinen Gasthof. Tag und Nacht hat er gehört, wie das Meer rauscht und der Wind ums Haus pfeift. Die Gäste waren Matrosen, die im Beizli ihren Rum getrunken haben. Der Jim hat der Mutter immer geholfen mit Bedienen. Das war spannend und hat Abwechslung in sein Leben gebracht. Einmal an einem Abend hat es draussen vor dem Haus gerumpelt und poltert und ein verlumpeter, unpflegter Kerl hat eine Seemannskiste durch die Türe geschoben. Hey du, hast du ein Zimmer für mich? Aber sicher doch, komm mit. Ich zeige dir deine Kammer. Der Fremde ist mit seiner Kiste der Mutter nachher, hat sein Zimmer bezogen und ist kurz darauf wieder zurück in die Gaststube gekommen. Er hat beim Jim ein Glas Rum bestellt und ist alleine an den Tisch gehockt. Los mal, Bürstli. Ich zahle dir jeden Monat eine Silbermünze. Aber musst mir einen Gefallen tun. Ein Gefallen? Ja, was für ein Gefallen? Du berichtest mir sofort, wenn ein Mann da in die Beize kommt und nur ein Bein hat. Hast du gehört? Der Kerl ist schurig gefährlich. Also ist gut. Ich schaue ab sofort jeden Gast ganz genau an. Und ich komme es euch gar berichten, falls ich ihn sehe. Aber wie sagt man ihnen? Wir sagen alle Kapitän. Also gut. Ich meine, ei, Kapitän. Der Kapitän ist im Gasthof geblieben. Jeden Tag ist er am Meer vorne gestanden und hat mit dem Fernrohr das Schiff im Hafen beobachtet. Am Abend hat er Rum getrunken und wilde Seemannslieder gesungen. Einmal ist ein gefürchiger Seemann in die Gaststube gekommen und ist am Tisch vom Kapitän abgehockt. Gefährlich und bedrohlich hat er ausgesehen. Ein strauber Kerl mit einem roten Kopftuch, einem wüsten Narbengesicht und einem riesigen, unpflegten Schnauz war das. Offenbar haben sich die zwei gekannt und nicht schmecken. Es ist einmal nicht lang gegangen und sie haben Krach bekommen. Pass auf, was sagst du, Halunk? Du wirst deine Worte noch bereuen, Kapitän. Pass gescheiter du auf, was du sagst. Es könnte dir ans Leben gehen. Der gefürchtige Seemann hat gegen den Kapitän die Faust gemacht und ist gegangen. Bub, komm da hin. Ja, Kapitän. Dreibeinig und seine Leute sind mir auf den Fersen. Sie haben mich lang gesucht und heute haben sie mich gefunden. Bring mir noch einen Rumpurst. Kurz darauf ist wieder eine unheimliche Gestalt in die Beiz gekommen und hat dem Kapitän einen Zettel in die Hand gedrückt. Die Rückseite von diesem Zettel war pechschwarz eingefärbt. Der Kapitän hat nur einen kurzen Blick auf das Papier geworfen und gestottert. Das ist der schwarze Brief. Der Jim konnte gläuseln und lesen, was auf dem Brief gestanden ist. «Gib die Kiste heraus, du bist in unserer Gewalt.» Bub, mein Herz. Der Kapitän ist ganz bleich geworden, hat die Augen verdreht und ist ab dem Stuhl gefallen. Als der Doktor kam, war es schon zu spät. Der Kapitän war tot.